So, guten Morgen. Boah, ich habe schon lange kein Video gedreht, merke ich gerade. Ich habe mir Noodles gemacht. Ich wollte eigentlich ein Video drehen und ich habe Hunger bekommen. Und ich habe mir gesagt, komm, wir können das Ganze doch einfach kombinieren. Sind wir sicher nicht böse. Ach, ich kann weg dürfen. Friends, es gibt wieder mal ein Live-Update von mir. Ich bin jetzt eine Zeit weg und ich muss sagen, es gibt auch ein paar News. Ich habe euch auf Instagram mal nach Fragen gefragt. Ich habe eigentlich ursprünglich geplant, dass ich die nachher in der Story beantworte, aber ich habe es irgendwie vercheckt. Und ich denke, dass es nicht ganz komplett unnötig ist, die Story zu machen. Ich mache jetzt ein Video daraus, wo ich ein paar Fragen beantworte. Erste Frage, was sind so deine Zukunftspläne? Boah, Digga, jetzt schon so eine fette Frage am Anfang. Boah, ich muss sagen, ich habe viele Zukunftspläne momentan und irgendwie auch gar keine. Also ich glaube, so die grösste Veränderung, die gerade einfach ist und warum auch der Grund ist, warum jetzt im Jahr noch nicht so viele Videos kommen oder ich allgemein nicht so aktiv auf Social Media bin, ist, weil ich mich gerade momentan für das Studium bewerbe an der ZHDK. Und das Ding ist, an der ZHDK lange jetzt nicht einfach nur eine Matura, sondern du musst halt je nach Studiengang ja recht viel machen. Ich muss zum Beispiel ein Portfolio abgeben, Motivation schreiben, Lebenslauf, dann auch zusätzliche Hausaufgaben, also so ein bisschen wie ein Projekt, wo sie zum Beispiel irgendein Wort sagen und ich muss dann dazu ein Projekt oder so machen und habe 2 Wochen Zeit. Nice. Plus noch eine Prüfung, plus noch ein Bewerbungsgespräch, etc. Also es ist eine rechte Geburt, um dort reinzukommen. Und ja, das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch, was bedeutet, dass ich halt extra nicht so viel Zeit für Social Media momentan habe und ich wirklich daily an dem dran bin und ich hoffe einfach, ich komme rein, ich gebe dem Bescheid. Ich habe mir zuerst überlegt, dass ich das Ganze so ein bisschen geheim behalte, weil ich glaube, es wäre mir verdammt unangenehm, wenn ich nicht wieder reinkomme und dann so sagen, ja, ich habe es nicht geschafft. Aber es ist sehr wie, das ist das Leben. Und ich glaube, es gibt viele da draussen, die sich auch mal irgendwo beworben haben oder irgendwas probiert haben oder einen Test nicht bestanden oder keine Ahnung was. Und dann ein bisschen mehr Realität auf YouTube zeigen, oder? Das ist super. Ja, das sind momentan so meine Zukunftspläne. Wenn ich reinkomme, würde ich im September anfangen zu studieren. Und das Studium wird 3 Jahre gehen. Und es ist ein Vollzeitstudium, das heisst, es wird sich sehr viel verändern. Wie geht es dem Lino? Ich habe eigentlich vorgehabt, bei dieser Frage jetzt Lino für zu holen, aber ich kann eigentlich mal anfangen zu essen und wieso nehme ich das als zweite Frage? Egal. Da ist der Lino. Lino, wie geht es dir? Ja, sehe ich. Er ist ein bisschen kamerascheu, ich muss mal an dieser Stelle sagen. Du bist schon lange nicht auf meinem Social Media Kanal gewesen. Willst du noch etwas zu Zuschauern direkt sagen? Ja, ist gut, ich bring dich runter. Hoi, wie geht's dir so momentan? Hast du wieder etwas Grosses geplant für YouTube? Mir geht's momentan super. Nein, mir geht's wirklich eigentlich mega gut. Ich kann mich nicht beschweren. Und ja, ich habe momentan etwas Grosses geplant. Ist jetzt schwer zu sagen, ob man kann sagen, dass es für YouTube ist. Aber ich sage mal allgemein für Social Media. Und zwar habe ich so etwas in Planung, etwas Neues, was ich noch nie gemacht habe. Was ich glaube auch schon ein paar öfters von mir gewünscht haben. Und zwar habe ich vor, einen Podcast zu machen. Und zwar alleine. Also klar, ab und zu kommen vielleicht mal ein paar Gäste, meine Family, der Can oder sonst irgendwelche andere Influencer oder so. Aber grundsätzlich ist es wie ein Podcast von mir selber, weil ich finde es irgendwie easy nice, eine Möglichkeit zu haben, euch noch ein bisschen näher zu sein, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ich finde gerade Podcast ist etwas so Persönliches. Man kann auf einer ganz anderen Ebene mal mit jemandem reden und so. Und ich finde zum Beispiel gerade so auf meinen typischen Social Media Kanälen wie jetzt TikTok oder da YouTube bin ich mehr so ein bisschen crazy, lustig, haha. Und oftmals habe ich das Gefühl, es hat gar nicht so mega viel Platz, um jetzt mega von meinem Leben zu erzählen, was gerade so abgeht, wie ich mich gerade fühle. So die alltäglichen Sachen und ich habe das Gefühl, ich könnte auch viel da draussen helfen von meinen Erfahrungen und alles. Und einfach nochmal ein Stückchen mehr offen sein, sage ich mal, als auf meinem sonstigen Kanal. Boah, jetzt habe ich wieder Hunger. Darum, das ist eigentlich momentan so mein grösster Plan, den ich habe. Ich habe verdammt Bock auf das, wenn ich auf dem Bett hocke, so ein bisschen mit euch. So eine Late-Night-Talk-Session, da hätte ich verdammt Bock. Und sonst, über das Jahr verteilt, habe ich eigentlich wieder Bock zum Daily-Videos machen, vielleicht im Juni und im Dezember. Ich muss dann halt schauen, wie es mit dem Studium läuft. Und ich hätte eigentlich wieder Bock, wöchentlich jeden Sonntag ein Video zu laden. Ich will es mir selber nicht versprechen und euch erst recht nicht. Aber ich fände es verdammt geil, wie in diesen Rhythmus reinkommt. Bist du zufrieden mit deinem Style? Boah, ey. Eigentlich schon. Also ich lege momentan ja nur so Cargo-Hosen an, also wirklich so, weißt du, die breiten Hosen und keine irgendwelche Oversize-Shirt oder I don't know, mein Style ist wirklich, wie soll ich das sagen, jetzt nicht so figurbasiert. Und ich merke mega, dass, ich weiß nicht, zum Beispiel heute bin ich so mit meiner Schwester shoppen und ich habe das erste Mal seit wirklich langer Zeit wieder mal so eine enge Hose angehabt. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt mal kurz ehrlich so unwohl gefühlt. Ich weiß nicht mal warum, aber ich bin mir so nicht mehr gewöhnt, ich sag mal, meine Figur mega zu betonen. Aber ja, das war eigentlich nicht mal die Frage. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Style. Manchmal fand ich es sogar noch nice, ein bisschen mehr figurbetonte Sachen anzulegen, aber ich glaube, ich muss auch wieder daran gewöhnen. Momentan, es ist richtig ungewohnt. Hast du schon mal gedacht, dass du schwanger bist? Oh mein Gott! Ja, schon zweimal. Oh, habe ich das schon gesagt? Also, das erste Mal, das ist glaube ich so eine Story, wenn mich schon länger verfolgt, die OGs, die kennen die Story schon, wo ich einen Unfall hatte mit dem Mountaincar. Ich bin ins Spital gebracht worden, habe jegliche Tests machen mit Urintest und keine Ahnung was. Und der Doktor ist gekommen, so, Bre,
in deinem Urintest haben wir gesehen, dass du schwanger bist. Ich mit kompletten Schmerzen auf den scheiß Gynäkologiestuhl gehockt. Ja, sie haben mir allerdings nach einer Stunde gesagt, es war ein Fehler gewesen, weil irgendwie Bluttestwert nachher genauer waren. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall nicht schwanger gewesen. Aber ich kann das Video sonst gerne mal auschecken, ich verlinke es auch in der Infobox. Und das zweite Mal war einfach so gewesen, also ich habe Spirale für die, die es nicht wissen. Aber klar, es kann immer etwas passieren. Und einmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wo ich mir nicht so ganz sicher war, wo ich so gedacht habe, irgendwie komisch. Aber ja, dort habe ich auch einen Test gemacht und bin zum Glück nicht schwanger gewesen. Ist das jetzt privat zum Erzählen auf Social Media? Eigentlich juckt es mich nicht. Das sind meine Friends. Kannst du dir vorstellen, wieder mal einen Sprachaufenthalt zu machen und eventuell auch eine längere Zeit? Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil, ja, ein bisschen länger einmal. Nein, ich habe Bock wieder auf den Mond zu gehen. Ich denke euch wahrscheinlich jetzt so, aber du bist mal im Mond gewesen, was willst du jetzt nochmal? Mach doch etwas Krasses. Also zuerst mal zum Erzählen, ich werde von April bis Mai für 7 Wochen nochmal auf den Mond gehen, nochmal in die Schule dort gehen. Und für die, die sich jetzt fragen, warum. Zum einen habe ich das Gefühl, ich habe im Mond sehr, sehr viel gelernt, gerade in der Schule. Klar, ich könnte auch irgendwo arbeiten, aber ich habe das Gefühl, ich will mich dort nicht so wohl fühlen. Plus, ich finde es halt wie für mich wichtig, dass ich am Wochenende jeweils dann auch wieder heimgehen kann. Zum einen eben wegen meinem Job, zum anderen zum den Can ab und zu noch sehen. Ich habe keine Lust in 7 Wochen nicht gesehen. Und ich bin halt auch einfach ein Weichei und ich könnte jetzt nicht einfach mich 7 Wochen verpissen. Fact! Aber ich muss sagen, ich bin wirklich immer noch richtig. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mein Franzlehrer wäre fucking stolz auf mich. Ich habe immer noch Bock zum Französisch lernen. Ich schaue jeden Tag, weird flex an der Stelle, irgendwelche französische YouTube-Videos. Ich habe meine TikTok auf Französisch eingestellt. Geben wir kurz, ich habe eine französische For You-Page. Aber ich liebe es. Und ich lese jetzt Cracks Tagebuch auf Französisch. Ich bin proud auf mich. Was sind für dich die positiven und die negativen Seiten am Influencer da sein? Finde ich eine spannende Frage. Das ist jetzt zum Beispiel ganz eine Frage, die man im Podcast aufgreifen kann und dann richtig tief reingehen. Es hat auf jeden Fall viele positive und negative Seiten. Also gerade positiv ist, du kannst dein Leben teilen. Du bist irgendwann halt wirklich an einem Punkt, dass es dich nicht mehr juckt, was du postest. Und du kommst irgendwie wie so eine automatische Konferenz über, weil du dir nicht mehr so groß überlegst, was jetzt die Leute könnten denken, wenn du etwas postest. Und ich glaube, gerade wenn du einen privaten Account hättest, nur mit deinen Freunden, wirst du dir vielleicht viel mehr Gedanken machen, ui, was denken jetzt meine Friends, wenn ich das poste. Ja, es macht eigentlich nicht mal Sinn, weil sie sehen ja noch mehr Leute und meine Friends ja auch. Aber irgendwie denkst du dir mehr, dass es fremde Menschen sehen, als dass es Menschen sehen, die du kennst. Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Ja, und sonst ist es geil. Ich kann das machen, was ich liebe. Ich verdiene mein Geld mit dem, was ich liebe. Ich kann kreativ sein. Und natürlich auch sonst so Sachen wie, man wird mal zu Events eingeladen oder bekommt das eine oder andere irgendwie gratis Paket oder whatever. Aber ja, es gibt natürlich auch negative Seiten. Also ich muss gerade sagen, so der Druck von Social Media ist schon crazy. Also da draussen gibt es so viele Menschen, die einem Sachen nicht gönnen, die mega schnell triggert sind bei Sachen, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt einen Hate-Kommentar schreiben und ihnen geht es nachher besser, die sich in deinem Leben komplett einmischen und gar keine Ahnung von deinem Leben haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel also das erkannt werden, ist zum einen, wenn es herzige Menschen sind, die auf einem zukommen, mega nice, wirklich, ich freue mich mega fest. Aber es gibt natürlich auch die einfach keine dumm glotzen, entweder die Namen irgendwo umrufen, disrespectful sind, es gibt wie alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht irgendwie auch so ein bisschen was mit mir. Also, keine Ahnung, gerade durch die Blick fühle ich mich wie immer mehr beobachtet. Ich weiß nicht, ob das komisch klingt, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt am Zug hocke oder so und irgendwie sind da irgendwelche Jugendliche und es kann sein, dass sie mich nicht kennen. Ich merke automatisch, ich fühle mich extrem beobachtet und ich kann wie, wenn ich in der Außenwelt bin, gar nicht mehr richtig entspannen, weil ich, wenn jemand lacht, habe ich das Gefühl, die lachen über mich oder kann ich eigentlich voll krank. Ja, darum muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir zum Beispiel gerade die Zeit in Lyon mega gut, aber ich dort halt gar nicht das Gefühl hatte. Das ist schon nice gewesen. Wir kommen jetzt zu der letzten Frage und zwar, machst du den Flomi? Yes, ich habe jetzt das letzte Jahr, glaube ich, eine oder zwei, einen Flomi gemacht und vorletztes Jahr auch einen. Und jetzt dieses Jahr kommt wieder einer. Aber ja, den könnt ihr dann auch noch auf Instagram oder TikTok oder so. Genau, aber ich freue mich, wenn es cool ist, jetzt mal wieder von euch zu treffen. Freunde, das war mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt unbedingt ein Like. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ich hoffe, es kommen jetzt wieder ein bisschen mehr Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ich muss jetzt meine Nudelsuppe fertig essen, bevor ich das Video beenden kann. Digga, ist das ein Saustall? Ich hole jetzt einfach Abschminktücher. Ich hole einen Lumpen, ist okay. Oh shit, Alter, du bist alles voll. Nein!